Hallo, weitere Folge von Subsistence. Jo, ich habe es euch gesagt, wenn es gegen Abend zugeht und ich fleißig gefarmt habe, geht es hier weiter. Ich habe jetzt gerade, also ich habe die Basis noch zu Ende verlegt, wie im letzten Spiel. Ich werde jetzt hier auch schon meine erste Wand setzen mit einer Tür und sobald fertig die Base Command Unit. Klingt toll. So, platziere ich irgendwo hier oben hin. Zack. So, somit habe ich eine Basis. Und ein gratis Pick-up-Tool Dietrich. Und ich hoffe jetzt, die Truhe hier hinten ist noch nicht. Ist noch da. Ja, das ist sie. Ich hoffe, sie despawnt jetzt nicht. Und keine Viecher. Das heißt, ich kann jetzt eine von diesen ultimativen Truhen öffnen. Kriege ein bisschen Kupferfragmente. Legierung. Ja, ist ganz okay. Nichts wahnsinnig Besonderes, aber ganz okay. Dietrich ist natürlich jetzt weg. Kann ich dann aber irgendwann neue bauen, nicht gleich jetzt. Wenn ich jetzt die Jäger eingeschaltet und aktiviert hätte, dann würde das bedeuten, sobald ich diese Base Command Unit gebaut habe, würden die ins Gebiet ziehen hier und ihre Basis errichten. Ich finde das echt zu früh, weil ich meine, das habe ich eine Pistole. Eine Hose, toll. Also einfach gesagt, ich hätte keine Chance. Achso, was ich noch gemacht habe, ich habe mir eine Fischerroute gebaut. Und ich werde mir jetzt noch ein paar Köder bauen dazu. Brauche ich alle. Dann kann ich in der Nacht ein bisschen fischen. Das ist ein weiterer Vorteil, wenn die Basis auf dem See ist. Dann sehe ich noch eine Kiste. Die schnappe ich. Ja, das ist ein Wolf. Mal schauen. Ne, sollte okay sein. Go, 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 go. Mhm. Ja, und jetzt sieht ihr in der Mitte des Bildschirms hat es diesen Punkt. Das kommt von der Base Command Unit. Zeigt mir an, dass dort meine Basis ist. Was eigentlich vor allem wenn man das Spiel neu spielt, ziemlich nützlich ist. Ich kenne die Karte jetzt schon ein bisschen. Ich würde auch ohne diesen Punkt zurückfinden. Ich denke nicht von überall. Ich kenne nicht die komplette Karte. Aber ist sicher nützlich. So, die Sonne geht langsam unter. Sieht auch ziemlich hübsch aus. Gut, schauen wir mal. Ich werde jetzt trotzdem mal meine Kiste bauen. Brauche ich noch nicht, aber weil ich jetzt beim Wasser bin, kann ich auch gleich auffüllen, das Ding. Schauen wir schnell mein Feuerchen, dass es nicht ausgeht, immer schön was zu fressen geben. Kiste. Kiste muss ich einfach irgendwo auf dem... Weil es gibt Gebäude, die... Wo brauche ich die hin? Hier? Im Meer liegt im Moment nicht drin.
Also das ganze Erz kann ich hier sicher mal reinschmeißen. Ja, ein bisschen Erz habe ich auch abgebaut. Das hier kann ich hier reinhauen. Samen werde ich hier reinhauen. Munition. Ah, die Proteinbars sind natürlich ziemlich nützlich. Ich werde es jetzt noch nicht essen. Genauso wie die Beeren, die werde ich aufbewahren. Den kann ich noch nicht benutzen, den auch nicht. Ja, ist okay so. Also, jetzt gebe ich noch ein bisschen was in Auftrag. Holz habe ich genug. So, dann fischen wir mal. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Also irgendwo hin, was noch so ein bisschen Restlicht hat, damit ich den Köder sehe. Irgendwie hier. Ausholen, jupp, schmeißen. Dann stelle ich mich mal hier rüber. Ja, und Fischen ist ja eine ziemlich ruhige Tätigkeit. Das heißt, ich warte jetzt einfach, bis was anbeißt. Und dann hoffe ich, dass ich das Ding aus dem Wasser rauskriege. Ist auch beruhigend. Jetzt habe ich Lagerfeuer und Fischen. Na los, beiß an. Ich habe Hunger. Ich brauche Proteine. Kein Spiel für Veganer. Vielleicht gibt es ja eine vegane Version. Das sind Spezialtruhen, das Vitamin B12 drin. Naja, ich möchte hier nicht an diesem Religionsstreit der Ernährung Fisch angewiesen teilhaben. Fisch ist am Haken, jetzt muss ich ihn nur noch reinziehen. Und ein großer, sehr schön. Diesen Ernährungsreligionskrieg teilhaben, aber ich denke, eine ausgewogene Ernährung macht wohl schon Sinn. Da gehört alles dazu. So. Also, was habe ich jetzt hier bekommen? Ich habe 2 Lachsfilet, oh la la, nicht schlecht, und 2 Fischöl. Das packe ich hier mal rein. Die Filets werden hier natürlich gleich gebraten. So. Da freue ich mich schon. Und ich denke, ich werde dann gleich noch eine Runde weiter fischen. Ist eh Nacht. Ich habe noch 4 Kühe. So, could use more cooking. Also man sieht auch die Werte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu spät bin. Der bringt 16. Gut, wir sind bald schon slightly cooked. 16 Protein plus 13 Hunger. Und wenn wir dann... Jetzt ist er gekocht. 25 plus 21. Reicht natürlich hinten und vorne nicht, aber es geht zumindest wieder so auf die Hälfte. Ja, weiter geht's. Ich suche mein Glück gleich nochmals. Komm, nochmal so ein schönes großes Fischchen. Ist neben der Tierhaltung die einzige friedliche Möglichkeit, um an Proteine zu kommen. Und ich muss einfach akzeptieren, im Moment der Kampf gegen die Wildtiere ist nicht zu empfehlen. Noch ein schönes Bildchen von hinten. Ein Mann am Fischen, neben dem Lagerfeuer, wie idyllisch.
Feines Fischi. Da ist eine leckere Made. Wer kann da schon widerstehen? Beiß an, beiß an. Mein Gott. Ist Fischen im Real Life auch so langweilig? Ich habe es nie gemacht. Gut, da sind vermutlich Männer unter sich mit einer Bierdose in der Hand. Ach, ein Bier, das ist eine gute Idee. Wenn ich hier fertig gefischt habe, hole ich mir ein Bierchen. Das ist der Chicken Run ein bisschen lustiger. Naja, gut, auf der anderen Seite, was soll ich schon nachmachen? Ich habe im Moment echt nichts in meiner Basis, bis auf eine Holzwand und eine Base Command Unit. Oh, Fisch, 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 Fisch! Wo haben wir denn? Komm schon. Und? Noch ein großer, sehr schön. Okay, ich verstehe langsam, warum das Fischen Spaß macht. Filetieren. Gibt wieder 2,2. Hatten wir schon. Ab auf das Feueröl hier. Sehr schön. Ich denke, mein Proteinhaushalt dürfte gleich gerettet sein. Immer schön das Feuerchen aufheizen. Es hat schon 77 Asche produziert. Slightly cooked. Und unbedingt dann wegnehmen, wenn es ganz gekocht ist, sonst verkohlt es. Das wäre unten wirklich nicht cool, nachdem ich mit so viel Liebe das Fischchen gefangen habe. Ein bisschen Algen. Der Fisch. Ja, machen wir gleich ganz weg. So. Wunderbar. Gut genährt, der Morgen naht. Ja, das heißt, ich lasse es mal bleiben. Schauen wir mal in die Command Unit rein. Okay, also wir haben zwei Ressourcen, die ich hier brauche, zusätzlich zum Craften. Das eine ist Energie. Da macht die Unit 0,33 Energie. Benutzt sie im Moment nichts. Das lädt auf maximal 500. Und das andere ist Masse. Keine Ahnung, für was das steht. Das ist einfach so ein Produktionsfaktor, der limitiert. Da mache ich 0,07 mit der Unit. Ja, und alles, was ich jetzt bauen möchte, zum Beispiel das Licht in der Basis, das benötigt nebst diesen Ressourcen, die hier aufgelistet sind, noch jeweils Energie und diese ominöse Masse. Okay, als erstes werde ich mir dann diesen Holzofen bauen. Kann ich überhaupt? Ich brauche dafür 3 Kleider. Ne, kann ich noch nicht. Weil der ist einfach effektiver effizienter als die Feuerstelle. Das Bett ist natürlich auch wichtig, das spare ich drauf. Und die Raffinerie und das Erz einzuschmelzen. Dann, vielleicht sollte ich doch zuerst das Pflanzenbeet machen. Dann habe ich zusätzliche Power und Mass Storage. Brauche ich, weil wenn ich zum Beispiel einen Kühlschrank bauen möchte, der braucht 1200 Energie und 200 Masse. Das kriege ich hier mit dem gar nicht hin. Also brauche ich zusätzliche Einlagerungsmöglichkeiten. Das Tierhäuschen ist natürlich auch ganz super. Kann ich Hasen und Hühner züchten. Da brauche ich aber zweimal Seil und für das muss ich dann bereits schon Sehnen haben. Und ich möchte natürlich auch diesen Dietrich neu bauen. Für das brauche ich aber erstmal Erzeisen, um genau zu sein. Ja. Okay, ich lasse den jetzt mal aufladen. Wahrscheinlich muss ich erst eine Raffinerie bauen. Weil mir die Kleider oder Stoff fehlt.
Aber da jetzt wieder Tag ist, gehe ich erst wieder hinaus in die weite Welt. Und als erstes Holz. Jo, als erster Tagesablauf. Immer Holz schlagen, Truhen sammeln, Kräuter sammeln. Hühner jagen, Bären ausweichen, Wölfe vermeiden. Und dann gegen Abend hin und natürlich zwischendurch immer wieder zurück, um das Feuerchen zu nähren. Und am Abend schaue ich dann, wie ich meine Basis ausbauen kann. Mit dem gesammelten Zeug, das ich so gesammelt habe. Holz braucht man extrem intensiv am Anfang, danach lässt es ein bisschen nach, aber da ich ja immer ein Feuerchen am Brutzeln habe, brauche ich auch immer wieder Holz. Das ist schon so, oh, 2 Kissen. Zu Beginn echt Wahnsinn. Das ist nach einer Holzbasis. Ist klar, dass sie viel Holz braucht. Dann nervt es halt einfach ein bisschen, dass so wenig Holz rauskommt aus den Bäumen. 3 muss Schrauben für ein Holz. Und ein Würmchen aus dem dicken Baum. So. Ja, bisher läuft es recht gut, kann aber von einer Sekunde auf die andere enden. Mal ein Raubtier übersehen, vor allem wenn die Ausdauer niedrig ist. Und schon liegt man mit der Nase im Gras und verrottet. Habe ich schon. Naja. Oh, ach, das machen die extra. Das ist wieder so eine Hochsicherheitstruhe. Dietrich habe ich natürlich nicht. Für das brauche ich erstmal Erz. Eisen. Werde ich vermehrt abbauen müssen. Ja. Ich denke, die Episode ist eh wieder vorbei. Wenn ich jetzt die Zeit nicht ganz versifft habe. Dann werde ich hier wieder einen Tag lang durchfahren. Ich werde Holz, Erz, Hühner, Truhen, Kräuter, was auch immer abbauen. Und dann schalte ich dann wohl wieder zu, wenn es interessanter wird. Es sei denn, also sonst für mich echt schwierig einzuschätzen, wenn ihr eigentlich eine Non-Stop-Aufnahme sehen wollt, mit jedem Schritt, dass ich mache, jede Truhe, die ich öffne, jeden Grashalm, den ich pflücke, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Gibt natürlich teilweise auch spannende Situationen, wenn ich einen Huhn, einen Bären jage oder neben einem Wolf einen Grashalm pflücke und übersehe. Dann könnte ich sehen, wie ich sterbe. Ansonsten ist es halt doch ein bisschen dasselbe. Jo, also. Ich würde sagen, ich mache so weiter, dass ich vor allem mal mich auf den Basisbau konzentriere bei den Aufnahmen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Falls ihr jetzt aber wirklich Nonstop-Aufnahme möchtet und bevorzugt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann kann ich das auch entsprechend anpassen. Jo, letzter Baum für diese Aufnahme. Das ist ein dicker, das gibt noch ein Würmchen.
und Pause und tschüss.